Die NASCAR Whelen Euro Series gastiert auf dem Automotodrom Kropnik in Kroatien und wir sind mit dabei in der Euro NASCAR 2 Meisterschaft. Da stehen nämlich die Runden 7 und 8 auf dem Programm. Und wir schauen natürlich auf unseren Luxemburger. Und hier ist auch schon das Auto von Gilles Linster, die Startnummer 77. Der wird hier zum zweiten Mal im Jahr 2021 an den Start gehen. Das hier ist die Strecke, die gemeistert werden muss. 4,168 Kilometer lang. Das Ganze mit 18 Kurven. Und wir haben im ersten Euro NASCAR 2 Rennen am Samstag 14 Runden, die absolviert werden müssen. Tobias Daunhauer aus Deutschland hat sich die Pole geholt. Gilles Linster, der landete nur auf Platz 16. Ja, mein Qualifying war nicht sehr gut. Es hat nur gereicht für P16. Ich hatte nicht sehr viele Runden im Freitraining, um mir die Strecke ein bisschen vorzubereiten, mir ein bisschen reinzuarbeiten. Die Kondition war zwischen Regen und Trocken. Das heißt, ja, mein Qualifying nicht gut. Ich hoffe dann, morgen da was rauszuholen. Das wird keine einfache Aufgabe für Linster von Position 16 aus mit der Startnummer 77. Wie gesagt, er startet für das Team DF1 Racing aus Österreich. Vergangenes Wochenende auf dem Autodrom Most hat Gilles Linster dort einen Vertrag unterschrieben, um die Rennen im Most, Kropnik, Zolder und Vallelunga zu bestreiten. Die Rennen in Valencia und Brands Hatch hat er verpasst. Das macht aber nichts, denn es geht darum, viele Rennkilometer zu sammeln. Wir sind bereit für das erste Rennen in der Euro NASCAR 2 an diesem Rennwochenende. Green Flag ist in the air. Los geht's. Auf der rechten Seite, das ist Tobias Daunhauer. Innen Vladimiros Tsortzis aus Zypern. Der verlierte eine Position gegen Martin Dubek. Und damit haben wir zwei Hendricks Motorsport Autos an der Spitze. Und weiter hinten macht Gilles Linster bereits ordentlich Dampf. Hier kommt er gleich ins Bild, das lilane Auto. Und ich glaube, der hat da schon einige Positionen gut gemacht. Also guter Start für Gilles Linster, der natürlich jetzt eine riesige Aufholjagd vor sich hat. Tobias Daunhauer hat an der Spitze schon etwas Boden gut gemacht auf Martin Dubek und der schaut eher in den Rückspiegel, denn da ist das Auto von Vladimiros Tsortzis formatfüllend zu sehen, während Tobias Daunhauer von diesem Zweikampf natürlich profitiert und sich vorne an der Spitze absetzen kann. Das hier sind Simon Pilat und Justin Kunz, die Startnummern 66 und 22, Teamkollegen von Linster. Die fahren alle für das österreichische Team DF1 Racing. Bei denen lief das Qualifying etwas besser, deswegen können sie hier vorne in den Top 5 mit um die Top-Positionen kämpfen. Gilles Linster hat im Hintergrund schon wieder einige Positionen gut gemacht. Daunhauer hat an der Spitze weiterhin alles im Griff. Der Abstand auf Martin Dubek ist groß genug. Der muss da erst einmal keine Attacke fürchten. Und das hier ist die Onboard-Perspektive von Vladimiros Tsortzis in der Startnummer 1 von Academy Motorsport. Und der versucht hier Martin Dubek irgendwie in einen Fehler zu zwingen. Das klappt bisher aber nicht. Der Tscheche, der einen Doppelsieg in Valencia eingefahren hat, ist bärenstark hier auf der zweiten Position unterwegs. Und da kommen schon die ersten guten Nachrichten rein für Martin Dubek im Funk. Denn Tobias Daunhauer, der wird eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Das liegt daran, dass es dort unerlaubte Veränderungen am Auto im Grid gegeben hat. Da durfte das Auto in dieser Form nicht mehr angefasst werden. Aber es gab wohl ein loses Rad und deshalb musste das Hendricks-Team dort reagieren und diese Strafe in Kauf nehmen. Also Tobias Daunhauer, der wird im Laufe dieses Rennens an die Box kommen müssen für eine Strafe. Und damit ist Martin Dubek bereits jetzt virtueller Erster und Vladimiros Zweiter. Gute Nachrichten für DF1 Racing. Simon Pilat hat damit auch schon die dritte Position übernommen. Justin Kunz liegt momentan auf der vierten Position. Wenn wir vorne den Tobias Daunhauer, wie gesagt, virtuell wegrechnen, weil der wird eine Durchfahrtsstrafe ableisten müssen. Trotzdem entwickelt sich hier an der Spitze gerade ein schöner Dreikampf um diese erste Position. Martin Dubek möchte da gar nichts dem Zufall überlassen und gibt weiter Gas, insbesondere auch, weil er eben Vladimiros Tsortzis im Schlepptau hat. Der Zypriot in der Startnummer 1 macht mächtig Druck. Der wartet noch auf seinen ersten Euro NASCAR 2 Sieg und der könnte mit etwas Glück schon heute kommen. Dubek ist jetzt ganz nah dran an Daunhauer, aber auch Tsortzis hat da keine Lücke aufreißen lassen. Das ist ein wirklich toller Dreikampf um die erste Position, aber der ist natürlich nicht ganz repräsentativ, weil Daunhauer gleich noch an die Box kommen muss. Und das ist genau jetzt der Fall. Die Startnummer 50, der Gesamtführende in der Euro NASCAR 2 aus Deutschland, kommt an die Box, um die Durchfahrtsstrafe abzuleisten. Und damit ist jetzt Martin Dubek aus der Tschechischen Republik auf der ersten Position vor Vladimiros Tsortzis. Wir sehen es sind viele, viele Meter, die Daunhauer da im Schneckentempo durch die Box fahren muss. Und damit fällt er natürlich weit zurück.
Das hier ist die Onboard-Perspektive von Justin Kunz und der sieht da gerade diesen Kontakt zwischen Alina Leutnegger und Simon Pilat. Leutnegger war bereits überrundet, ist da aber dennoch mit Simon Pilat zusammengekracht und damit ist Justin Kunz jetzt neuer Dritter, weil Simon Pilat hier mit einem Reifenschaden ausfällt nach diesem Kontakt mit Alina Leutnegger. Das könnte das zweite Podium für Justin Kunz in seiner Karriere seit 2018 werden, aber dafür muss er erst einmal auf der dritten Position ins Ziel kommen. An der Spitze scheint alles entschieden, so ist es. Checkered Flag, Martin Dubek holt Saisonsieg Nummer 3 vor Vladimiros Tsortzis und Justin Kunz. Alberto Panebianco wird Vierter, Advait Deodaar Fünfter. Und jetzt müssen wir das einmal betonen. Jill hat sich von Platz 16 auf Platz 9 vorgekämpft. Eine wirklich starke Leistung des Luxemburgers. Ja, P16 gestartet. Wir haben sieben Plätze gefunden. Ich bin ganz zufrieden mit dem Rennen, war ein sehr hartes Rennen, ich war jede Runde im Kampf, habe mir meine Gegner zum Glück sehr gut und sehr schnell vorbereiten können, um die zu überholen. Ich wusste, dass ich ein bisschen schneller bin als die Jungs vor mir. Ja, auf so einer Strecke wie hier gibt es sehr wenig Stellen, wo man überholen kann. Dann wird man halt als Fahrer manchmal ein bisschen kreativ, manchmal muss man halt irgendwo mal Löcher finden, wo manchmal auch keine sind. Wir kamen aber überall ziemlich gut durch, haben keine Schäden mitgebracht und somit bin ich ganz zufrieden mit der 9. Position. Platz 9 für Jill Lindster im ersten Rennen der EuroNASCAR 2 an diesem Rennwochenende und Startplatz Nummer 10 für Runde 8 in der Saison 2021. Dieses Mal ist die Ausgangslage für Jill Lindster etwas besser als noch im ersten Rennen. Die schnellsten Runden aus dem ersten Lauf bestimmen die Startaufstellung für das zweite Rennen. Wie gesagt, Platz 10 bei Jill Lindster, das liegt natürlich daran, dass der sich nach vorne kämpfen musste. Der hat nie wirklich die Chance gehabt, eine freie Runde zu fahren, aber Platz 10 ist deutlich besser als Platz 16. Also bessere Chancen für Lindster und wir sehen ihn auch schon auf der inneren Linie. Von uns aus jetzt außen an der Boxenmauer, das lilane Auto und Green Flag ist in the air. Los geht es, das zweite EuroNASCAR 2 Rennen an diesem Rennwochenende auf dem Automotodrom Grobnik in Kroatien ist eröffnet. Tobias Daunhauer übernimmt hier sofort die Führung. Der Rückschlag vom Samstag, den möchte er natürlich sofort wieder gut machen. Mit dieser Strafe ist er auf Platz 6 zurückgefallen. Jetzt führt er hier das Rennen wieder an. Dieses Mal gab es keine Arbeiten am Auto im Grid, also er wird da keine Strafe befürchten müssen. Der Deutsche macht wie schon im ersten Rennen sofort einige Meter gut. Martin Dubek liegt auf der zweiten Position vor Simon Pilat. Das ist der Teamkollege von Lindster in der Startnummer 66. Dahinter dann Vladimiros Tsortzis und Justin Kunz, der am Vortag, wie gesagt, das zweite Mal in seiner Karriere aufs Podium gefahren ist. Dann haben wir Melvin de Groot aus den Niederlanden, der hier auf dem Automotodrom Grobnik sein EuroNASCAR-Debüt feiert. Dann haben wir Levi Lintukantu gesehen in der 23, ein weiteres DF1 Racing Auto vor Alberto Panebianco. Und dann haben wir schon Jill Lindster in der Startnummer 77, die sich Lindster mit Mark Goossens aus Belgien teilt. Mark Goossens, der ist bekannt beispielsweise aus der amerikanischen Sportwagenserie. Dort hat er viele Langstreckenrennen bestritten und die beiden teilen sich das Auto. Jill Lindster fährt in der EuroNASCAR 2 und Mark Goossens in der EuroNASCAR Pro. Es hat sich alles nach dem Start sortiert. Alle sind sehr diszipliniert in die erste Kurve gegangen. Wir hatten schon im ersten Rennen keine Safety-Car-Phase. 1, 2 Unfälle waren dabei, aber nichts Größeres, so dass wir das Rennen unterbrechen mussten. Und auch hier in dieser Anfangsphase des zweiten Laufes läuft es bisher wie am Schnürchen. Alle Fahrer ohne große Schäden durch die ersten Kurven gekommen. Hier haben wir Vladimiros Tsortzis gegen Simon Pilat. Da geht es um die dritte Position. Tsortzis am Vortag auf Position 2 ins Ziel gekommen. Jetzt kämpft er hier um eine Position auf dem Podium, die momentan Simon Pilat innehat. Der Belgier in der Startnummer 66, der vergangenes Jahr in die EuroNASCAR eingestiegen ist. Eine lustige Geschichte, der musste sich damals das private Auto seiner Schwester leihen, um auf den Circuit Solda seine Rennsportlizenz zu machen. Deshalb darf der hier überhaupt starten. Und es war wirklich der Audi seiner Schwester, mit dem sie zur Arbeit fährt. Also der musste da sehr vorsichtig sein. Und jetzt hat hier Vladimiros Tsortzis einige Probleme. Hat so ein bisschen die Kontrolle über sein Auto verloren und somit liegt er jetzt deutlich hinter Simon Pilat. Und wir haben da auch eine Rauchentwicklung bei Tsortzis gesehen. Vorne rechts gab es dann einen Tire-Rub, hat sich aber anscheinend wieder in Luft aufgelöst. Aber Tsortzis muss jetzt aufpassen, denn Justin Kunz lauert da auf seine Chance, eine Position gut zu machen. Dahinter haben wir dann de Groot, Levi Lintukantu und Alberto Panebianco. Und wir sehen im Hintergrund auch schon Jill Lindster, der sich langsam aber sicher an dieses Trio hier heranrobbt. Da geht es immerhin um die 6. Position, die momentan de Groot innehat. Jetzt wird dieser aber angegriffen von Levi Lintukantu.
Der Finne, der für DF1 Racing an den Start geht, ist angriffig. Und Alberto Panebianco lauert dahinter auf seine Chance. Das sind die Positionen 6, 7 und 8. Damit ist Gilles Linster momentan auf der 9. Position unterwegs. Der hat also schon eine Position gut gemacht. Und er kommt immer näher heran an dieses Trio hier, das sich um die 6. Position streitet. De Groot hat immer noch die Nase vorne, aber Lintu Kanto macht mächtig Druck. Ist jetzt hier quasi schon am Backbumper, an der Heckschürze von De Groot dran. So ein klitzekleines bisschen Bumpen ist absolut in Ordnung, auch im europäischen Rennsport, im europäischen NASCAR-Sport. Aber das braucht Levi Lintu Kanto gar nicht. Der treibt da den De Groot, der sein erstes Euro-NASCAR-Rennwochenende bestreitet, in einen Fehler. Und damit übernimmt jetzt hier Lintu Kanto die 6. Position. De Groot fällt auf Position 7 zurück. Und dann haben wir Panebianco auf der 8. Position vor Gilles Linster. De Groot muss aufpassen. Jetzt sind sowohl Alberto Panebianco als auch Linster dran am Ford Mustang von Team Bleekemolen. Das ist das Team von Sebastian und Michael Bleekemolen. Der Bruder Jeroen Bleekemolen, den wir aus dem GT-Sport kennen, der hat bisher noch kein Euro-NASCAR-Rennen bestritten. Und Melvin De Groot, der ersetzt momentan Michael Bleekemolen, den 71-Jährigen, der momentan eine kleine Verletzung auskurieren muss. Panebianco versucht hier alles, um an De Groot vorbeizugehen. Und jetzt dived er mal innen rein. Stark gemacht vom Italiener, vom Rookie in der Startnummer 90 von Not Only Motorsport. Die beiden jetzt Tür an Tür, Side by Side durch die Kurven. Kann sich Alberto Panebianco durchsetzen? Das ist die große Frage. Gilles Linster spielt jetzt ebenfalls eine ganz wichtige Rolle hier in diesem Dreikampf um die 7. Position. Linster jetzt womöglich vorbei an Panebianco. Er hat zumindest in dieser Runde die Nase vorne. Zieht innen rein. Kurve 1, muss aber zurückstecken. Jetzt hat Panebianco eine gute Chance, an De Groot vorbeizugehen. Die beiden immer noch nebeneinander und Gilles Linster versucht natürlich ebenfalls einen Vorteil aus dieser Situation zu ziehen. De Groot auf der 7, Panebianco auf der 8, Linster weiterhin auf der 9. Jetzt hat sich das Ganze erst einmal wieder sortiert. Was ist das bitte für ein Spektakel hier in der Euro-NASCAR 2? Da geht es um die 7. Position und die fahren hier, als ob es um den Sieg geht. Großartiges Racing, das wir hier mit diesen V8-Monstern in der NASCAR Whelen Euro Series sehen. 400 PS stark die Motoren. Die Autos wiegen 1225 Kilogramm. Es gibt keinerlei elektronische Fahrhilfen. Also die müssen hier diese riesigen Schuhkartons wirklich um den Kurs schiffen. Gilles Linster hat jetzt so ein klitzekleines bisschen den Anschluss verloren. Und Panebianco versucht es jetzt wieder mit einer Attacke gegen Melvin De Groot. Wir sind jetzt hier in der letzten Kurve und De Groot kommt etwas zu weit raus. Das ist die Chance für Alberto Panebianco. Schafft es Panebianco jetzt hier diese Position innezuhalten. Jetzt geht es rein auf die Startzielgerade. De Groot, Gilles Linster ebenfalls im Windschatten von De Groot wieder innen drin. Er versucht es hier wieder mit einem Move auf der Innenseite, muss wieder zurückstecken. Aber das ist die Chance für Alberto Panebianco. Panebianco geht vorbei an De Groot. Linster kann aber nicht folgen und bleibt hinter dem Niederländer stecken. Damit Panebianco jetzt 7., De Groot 8. und Linster 9. Kann die Startnummer 77 von Linster hier noch eine Position gut machen. Der Luxemburger gibt hier wirklich alles, ist extrem fair unterwegs. Es gab in diesem Dreikampf kaum Berührungen. Und dennoch zeigt er sich immer wieder und versucht natürlich hier Positionen gut zu machen. Denn jede Position in der NASCAR Whelen Euro Series bedeutet einen Punkt. Der Sieger bekommt 40 Punkte, der Zweitplatzierte 35 und dann geht es in einer Schritten immer weiter runter. Oh, kleiner Verbremser hier von Simon Pilat. Wir sind jetzt hier beim Kampf um die 3. Position. Der Belgier weiterhin vor Vladimiros Tsortzis unterwegs. Für DF1 Racing ein wirklich gutes Rennen mit Linster auf der 9, mit Justin Kunz auf der 5, mit Simon Pilat auf der 3. Das ist alles sehr ordentlich. Die beiden gehen da jetzt an Erik Quintal vorbei von Speedhouse in der Startnummer 64. Der wurde da gerade überrundet. Das hier ist der Führende. Das ist Tobias Dauenhauer. Der fährt hier ganz sicher den Sieg ein in der Startnummer 50. Checkered Flag. Saisonsieg Nummer 4 für Tobias Dauenhauer. Auf der 2 haben wir Dubek vor Simon Pilat und Gilles Linster hat es nicht an De Groot vorbeigeschafft. Er kommt auf der 9. Position ins Ziel. Ja, P10 gestartet heute, 9. Position angekommen. Ich bin ganz ehrlich nicht ganz zufrieden. War ein sehr hartes Training. Ich habe von der ersten Kurve bis die letzte gekämpft, um Positionen zu finden. Es hat gereicht für eine Position, ist natürlich immer ein bisschen
immer ein bisschen blöd, wenn man so viel kämpft, so viele Überholmanöver vorbereitet, so oft neben dem Gegner ist und dann leider trotzdem hat es bis zum Schluss nicht gereicht. Wir sind nebeneinander über die Ziellinie gefahren, aber leider muss ich mich heute mit P9 zufrieden geben. Das nächste Euronesca-Rennen findet im belgischen Zolder statt. Mein Name ist André Wiegold. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.